zahlreich erschienen sind. Heute geht es um Visionary und es geht um Geld. Und es geht um die Kryptowährung. Darum seid heute möchte ich euch herzlich begrüßen zu dieser Visionary Business Präsentation. Und ich hoffe, dass es für euch absolut interessant wird, weil es heute um euch geht. Ja? Mein Name ist Ernest John Fleckenstein, ich bin Unternehmer. Meine Firma heißt Global Project Funding, wir stellen Produkte her. Wir sind im Bereich der Kosmetikherstellung, Medizinprodukte und auch Aerosolprodukte. Aber ich bin auch Visionary Vertriebspartner und auch Seminarsprecher. Und es freut mich, dass ihr heute da seid und ich euch durch diese Präsentation durchführen kann. Visionary, eine Network Marketing Firma und Mitgliedclub. Wir haben 3 Gründer von dem Unternehmen Visionary. Das ist der Ladislav Pastor, der Frodeberg und der Jasper Benson. Der Ladislav Pastor, er ist in der Modebranche groß geworden, er hat Produkte in der Modebranche hergestellt und diese weltweit vertrieben und ein großes Geschäft gemacht. Der Frodeberg ist groß geworden mit Online-Casino und Toto-Lotto-Spiele. Das ist ein interessantes Business gewesen und Jasper Benson seit 16 Jahren ein richtiger Network Marketer, der auf verschiedene Firmen gegangen ist, und zusammen haben sie ein Unternehmen gegründet, das Zukunft hat. Das sind also die 3 Gründer und Besitzer. Sie sind alle erfolgreiche Geschäftsleute, erfolgreiche Networker und Familienväter. Ja, der Jasper Benson hat 5 Kinder, der Frodeberg auch, und unser Vertriebsleiter, der ist jetzt zwar hier da nicht drauf, der hat 8 Kinder. Ja, also ein kinderreiches Unternehmen. Dann die Vision. Die Vision dieser 3 Herren war oder ist natürlich, Menschen ein zukunftsorientiertes Geschäft zu geben. Und das haben sie mit Bravour geschafft mit Visionary. Und da sind wir auch stolz darauf, ein Teil davon zu sein. Hier sehen wir das Büro in Dubai, wo die Fäden gezogen wird um die ganze Welt. Um das Unternehmen nicht nur ein globales Unternehmen zu machen, aber auch ein Imperium daraus zu machen. Und da sind wir ein Teil davon und wir helfen mit, dieses Ziel natürlich zu erreichen. In diesem Unternehmen sind wir auch wie ein Club, nicht nur wie ein Vertrieb. Wir haben auch zum Beispiel hier die Visionary Travel. Alle Mitglieder bei Visionary können, wenn sie wollen, nachdem sie gearbeitet haben und Geld verdient haben, verdient jeder ein bisschen Ferien, kann hier Ferien zum Bestpreis buchen. Das ist die Visionary Travel. Das ist eines der Elemente, die wir als Membermitglied natürlich nutzen können. Aber heute, ich habe es Ihnen gesagt, wollen wir um Geld reden. Ist Geld wichtig im Leben? Schon, oder? Wir gehen ja jeden Tag arbeiten für Geld. Auch wenn viele nicht so gerne über Geld reden. Geld hat man, darüber spricht man nicht, oder wie die Schweizer. Will man ja trotzdem, wenn es geht, irgendwo sein Geld optimieren, man will ja die Zukunft ja sicherstellen und so weiter. Und darum ist es wichtig, dass man auch mal über Geld sprechen kann, ganz offen. Und dann ist die Frage, wie wäre es, wenn ich aus Geld Geld machen könnte? Wäre das interessant? Schon, oder? Versuchen ja viele Leute heute. Die Frage ist wie. Bei Visionary kann ich alle Arten von Geld verdienen. Nämlich das Papiergeld, das kennen das, was wir täglich brauchen, wenn wir einkaufen gehen. Neu, mit Kryptowährung kann ich bei Visionary Geld verdienen. Und ich kann eben auch mit Gold Geld verdienen. Also mit allen 3 Arten von Werten kann ich Geld verdienen. Heute, das neue Gold, das ist die Kryptowährung. Das alte Gold ist das beständige Gold, was schon seit 5000 Jahren Wert hat. Das Papiergeld langsam verliert die Attraktivität und da werden wir heute ein bisschen näher auf dieses Thema eingehen. Was ist eine Kryptowährung? Kannst du mir sagen, was eine Kryptowährung ist? Weißt du das?
Genau. Nicht genau. Okay, aber das ist gut. Ja, darum bist du ja hier, um das zu erfahren. Kryptowährung ist nichts anderes als eine digitale Währung. Die besteht in digitaler Form. Ja, im Internet ist ja heute alles digital, digitale Filme, Internet, wenn wir E-Mails machen, das ist auch digital und das ist ein digitales Geld. Das Wunderbare an diesem digitalen Geld, die Technologie, die dahinter steht, garantiert, dass jede Münze, die hier ausgegeben wird, nie zweimal ausgegeben werden kann. Ja, ein E-Mail kann ich kopieren, ein Film kann ich kopieren, ich kann alles kopieren und duplizieren. Geld, Kryptowährung kann man nicht duplizieren. Durch die entsprechende Technologie, aber kein Papier. Es ist nur digital erhältlich. Es wird auf Computern hergestellt, das nennt man Mining. Mining ist die Sprache der Mineure. Ja? Normalerweise, wenn ich jetzt Gold oder Silber meine, was mache ich da? Ich gehe in die Mine, gehe mit der Hacke und der Schaufel und viel Arbeit hole ich das zum Berg heraus. Das nennt man Mining. Und wir nennen das auch Mining, aber es ist digitales Mining. Das bedeutet, in den Computern laufen spezifische Algorithmen, das sind mathematische Kalkulationen. Verschiedene Parteien haben verschiedene Computer, die mit diesen digitalen Algorithmen arbeiten. Und der diese Kalkulation dann erfüllt hat, das Resultat bekommen hat, wird belohnt mit einem Coin. So funktioniert das Mining. Das bedeutet also, wir in diesem Raum könnten zusammen zum Beispiel Mining betreiben, indem wir unsere Computerpower zusammenschließen und Algorithmen versuchen zu kalkulieren und diese dann in Münzen umwandeln könnten. Der erste, der das gemacht hat, das war der Bitcoin. Bitcoin heute in jeder Zeitung, fast jeden Tag, in den Nachrichten, ja, hat diese Woche, glaube ich, wieder, oder letzte Woche war es, glaube ich, letzte Woche die Limite von $6.000 durchbrochen pro Coin. Das ist natürlich eine Riesensache. Was natürlich auch war diese Woche war, was, wisst ihr das, was Neues geworden ist aus der Blockchain da? Abspaltung. Genau. Neue Bitcoins. Bitcoin, wie heißt es? Bitcoin Cash und Bitcoin Gold haben sie. Bitcoin Gold, ganz genau. Jetzt gibt es das Bitcoin Gold, hat so mit Gold nichts zu tun. Ne? Alles aber so. Nach dem Motto, das neue Gold. Hat das Bitcoin etwas geschadet? Ein bisschen. Ne? Es sind Kurse eingebrochen, aber es ist schon wieder am Erholen. Da sieht man, wie stark die Community hinter Bitcoin ist. Bitcoin ist begrenzt in der Menge. Kryptowährungen generell sind begrenzt in der Menge. Warum? Das ist so in der Natur so. Gold gibt es begrenzt, Silber gibt es begrenzt und da hat es einen Wert. Ja? Wenn etwas, was man begrenzt, hat auch einen entsprechenden Wert. Auch hier bei Bitcoin wird digital gemeint. Also da gibt es eine riesige Community, verschiedene Computer, die Computer haben und dieses Mining betreiben. Der Nachteil von Bitcoin ist, dass er langsam ist und er immer langsamer wird. Vor ein paar Jahren hätten wir als Gruppe hier unsere Computer zusammenschließen können, hätten diese Algorithmen kalkulieren können und hätten wahrscheinlich sogar ein Bitcoin verdient. Heute gibt es Computerfarmen, riesige Farmen, die diese Algorithmen kalkulieren und so können die Kleinen nicht mehr mit den Großen konkurrieren. Und je weniger in dieser Meinung es gibt, desto langsamer geht das System für die Zahlungen. Das wissen die, die schon mal versucht haben, mit Bitcoin zu bezahlen. Das geht 2 Stunden, 3 Stunden. Ich habe mir jetzt gerade eine App heruntergeladen vor 2 Tagen. Da steht die verschiedenen Arten, wie ich übermitteln kann. Und wenn ich schnell übermitteln will, kostet es mich auch mehr, als wenn ich langsam, also eine normale Transaktion mache. Das bedeutet also, es sind auch Kosten mitgetragen hier. Und das ist ein Nachteil generell, wenn wir jetzt für die Nutzung alltäglicher Einkäufe Bitcoin nutzen möchten. Um Bitcoin als Sicherung eines Kapitals zu nutzen, zum Beispiel wie Gold, ist es ideal. Man hat es heute gelesen, ja? Bitcoin hat Gold schon überholt. Die Leute
haben Vertrauen in Bitcoin, können ihr Geld da parkieren. Natürlich können sie auch spekulieren, aber es ist eine gute Sicherung für das Geld, aber für den alltäglichen Nutzen ist es nicht geeignet. Da kommen wir dann rein in dieses Thema, aber das sprechen wir etwas später. 10 Millionen, das sind jetzt mittlerweile 13 Millionen Nutzer ungefähr, die Bitcoin benutzen. Wenn man jetzt Bitcoin 2009 gekauft hätte für einen Rappen und heute, gut, wo ich die Folie gemacht habe, das war vorletzte Woche 4.500, jetzt war es über 6.000, ja, aber nehmen wir jetzt diese 4.500 pro Bitcoin, dann hätte man mit $100 Einsatz 2009 heute 45 Millionen Dollar in der Tasche. Da könnte man gut leben davon. Ja? Da ist schade, dass wir nicht, wenn wir alle damals investiert hätten, würden wir wahrscheinlich nicht hier sitzen. Aber die Überraschung kommt noch, denn wir haben die Möglichkeit, das eventuell nochmals durchzuziehen. Also. Jetzt haben wir da 10 Millionen Nutzer. Was passiert, wenn Bitcoin 100 Millionen Nutzer hat? Nachfrage und Angebot, steigt der Preis nochmals um das 10-fache? Das wissen wir jetzt noch nicht, weil ich keine Glaskugel in der Hand habe. Aber anzunehmen ist es, dass der Preis wahrscheinlich bei der größten Nachfrage noch weiter ansteigt. Visionary bringt darum neue Coins auf den Markt, um diesen Erfolg, der Bitcoin gehabt hat, für euch, für uns alle noch was zu wiederholen. Warum? Weil, man muss sich das vorstellen, der erste Motor, der vor 110 Jahren oder so entwickelt worden ist natürlich anders als die Motoren, die heute auf dem Markt sind. Und so ist es mit den Coins auch. Da entwickelt sich die Technologie und dadurch haben wir gewisse Vorteile dem Bitcoin gegenüber, wenn es darum geht, alltägliche Produkte jeden Tag einzukaufen. Schauen wir mal, wenn es ums Geld geht. Was bietet Visionary? Wenn es ums Geld geht, da bietet Visionary ein Konto, als Beispiel, bei 1895 direkt. 1895 direkt hat sich mit Visionary zusammengetan und bietet heute ein spezielles Konto an. Kriegt man heute auf der Bank Zinsen? Nö, da. Also letztens war ich mit meiner Mutter auf der Raiffeisenbank, oder? Und da sagt die Dame, Sie, Frau Fleckenstein, wissen Sie, Sie haben auf dem Konto 0,00% Zins. Ich hätte Ihnen ein Angebot. Das Angebot will ich da gar nicht darauf eingehen, weil das war Schwachsinn. Aber das Interessante, dass ich hätte einfach sagen können, Sie haben keinen Zins. 0,00% Zins, ja, bei der Raiffeisenbank. Und so ist es bei vielen. Hier bei 1895 direkt bietet die Bank 3% Zins an. Hier in der Schweiz haben wir eine Garantie bei den Banken von 100.000 Schweizer Franken. Sollte irgendetwas passieren mit den Banken. Hier ist es 1 Million und das Interessante, auch keine Transaktionsgebühr, also keine Transfergebühr, wenn ich Geld von A nach B sende. Das haben wir ja heute hier in der Schweiz, in Deutschland, in ganz Europa, werden wieder überall ein bisschen salami-technikmäßig, überall ein bisschen mit uns etwas abgenommen, wenn wir Geld von A nach B transferieren. Gold. Hier haben wir auch eine ganz spezielle Sache mit Ideal Gold. Ideal Gold bietet das spannende Goldkonto an. Goldkonto heißt, anstatt dass ich Geld auf dem Konto habe, habe ich Gold auf dem Konto. Ideal für die Leute, die sparen wollen. Wenn ich sparen will, habe ich Geld auf der Seite und will sicher sein, dass bei schlechten Zeiten ich nicht Geld verliere durch die Entwertung des Geldes, lege ich mir so ein Goldkonto an. Weil was passiert, was ist in 2008 passiert, als die Märkte zusammengebrochen sind? Was ist mit Gold passiert? Es ist aufgebrochen. Ne? Und die Leute, die Gold hatten und Aktien, konnten zum Teil den Verlust der Aktien mit dem Gold wieder wettmachen. Ne? Oder auch der Verlust der Währung auch mit Gold wieder wettmachen. Darum ist so ein Konto für die Leute, die sparen möchten, eine fantastische Angelegenheit. Aber es geht noch weiter. Dieses Konto kann man mit einer Mastercard ausstatten und das Konto
wie ein ganz normales Bankkonto benutzen. Das heißt, ich habe Gold auf dem Konto, kann aber in der Schweiz, in Amerika, in Japan mit dieser Karte Geld ausgeben und dann wird es mir einfach von diesem Konto abgezogen. Auch hier haben wir keine Transfergebühren. Und ich kann aber mit diesem Konto auch von A nach B auch Gold transferieren. Das nennt sich Liquid Gold, das was ich da mache. Eine ganz innovative Angelegenheit. Und dann haben wir unser Capricoin. Der Capricoin öffentlich gelistet bei worldcoinindex.com, kann man das anschauen. Für alle, die das noch nicht gemacht haben, könnt ihr das tun. Dort kann ich überprüfen, ob so eine Kryptowährung auch wirklich echt ist oder nicht. Die Kryptowährung Capricoin wird öffentlich getradet und hat eine entsprechende App. Diese Kryptowährung ist eine Kryptowährung für die breite Masse. Dieses Problem, was Bitcoin hat mit der Transfergeschwindigkeit, hat Capricoin nicht, weil es eine sogenannte 2.0-Lösung ist. Diese 2.0-Lösung bedeutet, sie ist schnell, sie ist effizient, kommt in Millisekunden von A nach B an. Und das ist wichtig, wenn ich an der Kasse stehe. Ja, wenn ich zum Beispiel bei einem Großeinkauf über Migros oder Coop oder bei Aldi stehen würde und da zahlen könnte mit diesem System, dann würde das bedeuten, dass die Leute nicht 2 Stunden anstehen müssen wie bei Bitcoin. Ja. Sofort geht die Transaktion durch und das ist wichtig, weil wir konkurrenzieren ja auch Leute, die Kreditkarten benutzen. Also wir müssen genauso schnell sein wie die, damit die Leute das System auch entsprechend annehmen. Das System, was wir benutzen für die Zahlung, ist CapriPay. CapriPay ist die beste digitale Wallet, die es überhaupt gibt. Was ist ein digitaler Wallet? Das ist nichts anderes als ein Portemonnaie. Anstatt dass ich das physisch dabei habe und mein Geld drin habe und die Karten drin habe ich mein Mobiltelefon, wo ich die Applikation drin habe, verschiedene Wallets zu benutzen. Und das Innovative daran, ich habe ein integriertes Cashback-System. Was bedeutet das? Wir als Unternehmer sind ja bei Visionary eingestiegen, hauptsächlich wegen diesem Zahlungssystem. Weil wir wollten unsere internationalen Partner, vor allem in schwierigen Ländern wie Sri Lanka, China und so weiter und Indien, mit so etwas ausstatten, damit die Zahlungen effizient passieren können. Und dieses Cashback-System können wir jetzt bei uns anbieten, wenn Leute uns bezahlen, dass sie einen gewissen Betrag zurückbekommen, wenn sie dieses System benutzen. Das bieten wir nicht an, wenn zum Beispiel jemand mit der Bank bezahlt. Ja, also ein interessanter Vorteil. Also ein Restaurant zum Beispiel oder ein Hotel, der seine Kunden anschließt an dem System, sagt, hey, wenn ihr mit CapriPay zahlt, zahle ich euch 2, 3, 4, 5% Cashback zurück. Das kriegen Sie mit der Kreditkarte nicht. Der Kunde oder das Hotel oder das Restaurant muss sowieso, wenn mit der Kreditkarte bezahlt ist, 2, 3, 4% an die Kreditkarte abführen, die Kreditkartenfirma abführen. Und hier kann man ein Kundenbindungssystem anschließen, was rumerzählt wird. Und wenn es rumerzählt wird, ist das interessant, weil jeder, der eine Empfehlung macht für CapriPay mit einem QR-Code, auch wieder ein System angeschlossen wird und kann mit am Cashback verdienen. Also das ist ein integriertes Einkommenssystem. Und wenn man das richtig verstanden hat, kann man alleine mit CapriPay einen Lebensunterhalt verdienen. Das ist das Spannende. Wie gesagt, dieses Portemonnaie beinhaltet nicht nur die Möglichkeit, mit Capricoin zu zahlen, aber wir bieten auch für Bitcoin-Besitzer die Möglichkeit, CapriPay zu benutzen und auch ganz normales Fiat-Geld. Auch mit Euros. Und ich kann auch mit Euros weltweit bezahlen mit diesem fantastischen Wallet. Es ist auch geplant, dass weitere Fiat-Währungen darauf kommen und auch weitere Kryptowährungen, bis zu 10, die wir parkieren können auf dem CapriPay-System. Das heißt, es wird ein universales System sein, also ich kann hingehen, wo ich will. Je nachdem, was ich für Coins geladen habe, auf mein System kann ich dann auch entsprechend bezahlen. Dann sind wir sehr stolz darauf, der erste goldhinterlegte Coin zu haben. Das ist der 1 Gramm. 1 Gramm ist mit, wie das Wort sagt, mit 1 Gramm Gold hinterlegt. Und was wir heute machen, wir starten
mit diesem 1 Gram mit einem sogenannten ICO, Initial Coin Offering. Ja. Wir sind also die Ersten, die die Möglichkeit haben, in diesem Vorverkauf 1 Gram zu kaufen. Und das exklusiv über Visionary. Das Interessante ist, weil das Produkt entstanden ist in Dubai und da natürlich die Religion etwas anders ist als bei uns, das sind ja Moslems, und da gibt es ein entsprechendes Scharia-Zertifikat, ja, in dem arabischen Finanzsystem ganz anders gearbeitet wird bei uns. Ja. Man darf keine Zinsen anbieten, man muss ganz genau wissen, was man den Kunden für ein Produkt verkauft, ein Finanzprodukt. Wenn man Verluste macht, muss die Bank die Verluste selber tragen und so weiter. Das ist ganz, ganz interessant, wie die arabische Welt mit Bankgeschäften umgeht. Also vieles, was bei uns, Spekulation zum Beispiel, ist bei den Arabern völlig verpönt. Das dürfen wir gar nicht machen. Und darum ist eine Scharia-Zertifizierung eine ganz interessante Geschichte. In London werden mittlerweile auch Aktien von Geschäftsleuten speziell nach diesem Scharia-Zertifizierung ausgesucht, weil man weiß, das, was dahinter steht, ist seriös abgeklärt worden. Auch hier wird es eine App geben, ein Zahlungssystem, wo man dann mit diesem Gold hinterlegten Coin arbeiten kann. Muss ich mal vorstellen, was das bedeutet. Heute ist jeder Coin hat einen Wert, indem dass es eine Anzahl Coins begrenzt. Und bei Bitcoin sind das die 21 Millionen, 16 Millionen oder 17 Millionen irgendwo dazwischen ist schon gemeint worden. Und dann hat man noch ein paar Coins. Und jetzt heißt das, je weniger Coins ich habe, je mehr Nachfrage und Angebot ich habe, was passiert dann mit dem Preis? Er steigt. Und das ist genau das Gleiche hier. Und bei Capricorn. Je weniger wir von den bestehenden Coins haben, desto höher wird der Preis. Darum ist es wichtig, dass wir auch nicht nur Members haben für den Club, sondern Members haben, die auch mitmachen in dieser sogenannten Blockchain, nämlich Coins zu generieren. Je weniger Coins wir generiert haben, desto weniger stehen noch zur Verfügung, desto höher wird der Preis. Je mehr Transaktionen das stattfinden, je mehr wird der Coin akzeptiert als Zahlungsmittel und was passiert mit dem Preis auch da? Er steigt. Also genau das, was Bitcoin macht, können wir auch hier. Das Spannende ist, bei 1 Gram gibt es nur 12,5 Millionen Coins. Das heißt halb so viel wie bei Pop-up gekommen. So, jetzt geht es wieder. Also, 1 Gram und Capricorn, das ist wie Bruder und Schwester. Die werden sich auch entsprechend miteinander auf dem Markt gegenseitig beeinflussen, positiv beeinflussen, auch bei uns. Und das ist das Wunderbare, darum haben wir 2 Coins. Wenn ich ein Paket kaufe von 1 Gram, dann kaufe ich nicht nur den Coin, sondern ich kaufe auch Anteile der Firmen. Nämlich, ich kriege als Beispiel für jeden 1 Gram Coin bekomme ich auch eine 1 Gram Aktie, eine Goldguard Aktie. Goldguard ist die Firma, das alles organisiert im Hintergrund, was mit dem Goldlagerung zu tun hat, das hinterlegt wird bei 1 Gram. Aber sie macht auch andere Goldverkäufe. Sie macht auch dieses Idle Gold und sie macht auch entsprechende Goldgeschäfte mit Firmen wie zum Beispiel Letter of Credits und Crowdfunding. Das wollen wir aber jetzt nicht erklären, das geht zu weit. Und dann haben wir das YallaPay, die Firma YallaPay, wo dann auch das Zahlungssystem als Zahlungssystem verwendet wird für 1 Gram. YallaPay wird auch eine interessante Geschichte haben, da kommen wir dann auch noch drauf. Da haben wir die 12,4786 Millionen Coins, die jetzt zur Verfügung stehen, für 1 Gram exklusiv über Visionary erhältlich. 1 Gram oder 1 Gramm hinter jedem Coin. Und das Interessante ist, die Transaktionen. Wie bei Bitcoin kostet die Transaktionen mit 1 Gramm auch etwas Geld.
Hier im Gegensatz bei Bitcoin werden dann 70% dieser Transaktionskosten wieder in Gold umgewandelt und jedem Coin weiter hinterlegt. Das bedeutet, mit der Zeit wächst also eine Anzahl Gold, was hinter jedem einzelnen Coin hinterlegt ist. Das heißt, irgendwann gibt es vielleicht aus dem 1 Gramm, der wird wahrscheinlich 1 Gramm weiterhin heißen, aber es hat dann 2 Grams oder die 3 Grams dahinter. Das ist also der Basiswert von jedem Coin, ist das Mindestpreis von Gold. Goldguard ermöglicht Firmen wie auch privat den Kauf von Gold zu Live-Spot-Preisen im Zusammenhang mit Silber Bullion. Das, was ich vorher erklärt habe. Goldguard hat auch noch andere Aufgaben. Sie verkauft also auch Gold. Normaler Goldhandel. Goldguard ist auch eine Plattform für globale Corporate Trade. Also das heißt, wenn ich Produkte kaufe und verkaufe, kann ich diesen Handel finanzieren oder sicherstellen über Goldguard. Alles Gold wird physisch von vertrauenswürdigen Verbandsmitgliedern von Goldguard in einem Hochsicherheitssafe gelagert. Das heißt also, die haben das nicht im Büro, das Gold, das sie hinterlegt haben, sondern wirklich irgendwo zertifiziert hinterlegt, wo man auch nachprüfen kann. Sie sind auch Halter von dem Gold bei 1 Gramm, das bei 1 Gramm hinterlegt ist. Und sie sind auch reguliert durch die in Dubai Free Zone Autoritäten. Also sie müssen auch entsprechende Audits durchmachen, damit sie das mit dem Gold überhaupt handeln können. Dann haben wir hier diesen YallaPay. YallaPay wird die Zukunft von Kryptowährung, vor allem im arabischen Raum, wird sich verändern. Warum? 2020 kommt die Weltausstellung in Dubai und da soll 1 Gramm und YallaPay eines der Hauptzahlungsmittel werden. Was bedeutet das für uns? Nachfrage und Angebot. Ja. Wenn wir diese Coins verkauft haben und sie dann auf den Markt kommen, wird 2020 die Preise natürlich auch entsprechend in die Höhe schießen, weil da eine riesen Nachfrage. Heute können die Araber eigentlich mit Gold nur Goldschmuck kaufen, eigentlich gar keinen Handel betreiben. Hier mit 1 Gramm ist es mit dieser Scharia-Zertifizierung 2 Milliarden Moslems, Kunden hier ermöglicht, neue Geschäftsbeziehungen zu machen. 1 Gramm hat auch eine Foundation, eine Stiftung, und die spendet von allen Transaktionen, die laufen über dieses 1 Gramm 2,5% an Bedürftige. Das ist auch eine Scharia-Regelung. Alle Geschäfte, die in dem arabischen Finanzsystem laufen, müssen über 2,5% an Bedürftige abliefern. Gibt es Medienaufmerksamkeit? Das ist immer wichtig. Hat schon jemand über das Thema geschrieben? Ist es interessant? Hier sehen wir Forbes, Reuters, LA Times, Arabian Business, die schon über dieses Thema geschrieben ist. Das ist einer der größten sogenannten ICOs, Initial Coin Offerings, das gemacht wurde. 500 Millionen an Gold soll hinterlegt werden und dadurch den Start in eine ganz neue Ära gemacht werden mit diesem 1 Gramm weltweit. Ich will nicht euch langweilen mit Bericht an Bericht an Bericht, aber ich kann euch dann zeigen, es ist sehr viel geschrieben worden, auch in verschiedene Crypto-Coin-News, Bitcoin News und so weiter. Da ist der Technocracy und Investing und so weiter. Also hier haben wir viele Berichte. Wir haben 3 verschiedene Pakete, die wir anbieten bei 1 Gramm. Ups. Wieso geht das so schnell? So. Jetzt schauen wir uns einmal, was bedeutet der Vergleich ein bisschen. Es ist immer ein bisschen schwierig zu sehen, was bedeutet, wenn ich mir so ein 1 Gramm zulege. Und wenn wir das vergleichen, wir haben bei Bitcoin
21 Millionen Coins zur Verfügung, bei 1 Gramm sind es 12,5 Millionen. Das bedeutet, man denkt plus minus, dass der Preis ungefähr bei 400, 500 sein wird. Beim Ausgabepreis heute ist er bei 5.000, 6.000 bei Bitcoin. Wenn wir sehen, dass das der einzige goldhinterlegte Preis ist und der nur gleich kommt wie Bitcoin, dann haben wir einen 10-fachen Anstieg von dem ursprünglichen Preis. Halb so viel Angebot, Nachfrage und Angebot. Wenn die Nachfrage nach einem Goldcoin gerade so groß ist wie bei Bitcoin, dann reden wir natürlich von einer 20-fachen Steigerung von dem Ausgabepreis. Und dann reden wir vielleicht von 5% von 2 Milliarden Muslimen, von 100 Millionen Menschen. Und reden wir schon jetzt von 10-mal mehr Anwendern als bei Bitcoin, dann haben wir einen 200-fachen Anstieg vom Preis. Da wir keine Glaskugel haben, wissen wir nicht, ist das Plus oder Minus von dem, aber so in dem Bereich könnten wir sich das vorstellen. Weil Gold hinterlegter Coin hat natürlich einen ganz anderen Wert als ein Coin, der nicht hinterlegt ist, der zwar begrenzt ist in der Menge und die Nachfrage und Angebot spielt, aber Gold hat schon immer seinen Wert gehabt. Und zudem haben wir, wenn der Coin dann entsprechend steigt, die Möglichkeit, mit den Aktien, die geboten sind, natürlich ein Zusatzgeschäft mitzumachen, nämlich bei 1 Gramm, bei Goldguard und bei Jalapeno. Die Herren der Geschäftsleitung haben sich gesagt, das, was Bitcoin gemacht hat, machen wir mit 1 Gramm und mit Capricorn und wiederholen diesen Erfolg. Diesen Erfolg wiederholen wir mit Visionary, mit jedem Einzelnen, der bei Visionary seine Zeit und Energie investiert, weil wir sind Visionary. Wir sind die Leute, die helfen, dieses Unternehmen nach vorne zu bringen. Die Sicherheit. Welche Sicherheit habe ich überhaupt, wenn es um 1 Gramm geht? Logischerweise, Mindestpreis von 1 Gramm muss immer der entsprechende Goldpreis sein für 1 Gramm Gold. Aber der Wert natürlich von Nachfrage und Angebot, wenn das Produkt oder die Währung auf den Markt kommt, wird entsprechend steigen, so wie das bei verschiedenen anderen Kryptowährungen sind. Nur dadurch, dass es natürlich Gold hinterlegt ist, natürlich viel größere Attraktivität. Weil auch hier, wie gesagt, durch jede Transaktion auch immer wieder mehr Gold hinter jedem Coin hinterlegt wird. Was bietet jetzt Visionary? Wo könnt ihr jetzt ein Teil davon sein? Warum ist das so spannend? Also, Visionary ist ein globales Netzwerk. Ein Unternehmen, das wie eine Dachorganisation sich darstellt mit 2 Coins. Eine Coin für die breite Masse, das Capricorn, und der goldhinterlegte 1 Gramm. Dann haben wir ein Zahlungssystem, CapriPay, was für die internationalen Zahlen vorgesehen sind, für Capricorns, für Bitcoins und für Euros, wo ich in Millisekunden Transaktionen machen kann. Wir sind dran, eine eigene Exchange-Plattform auf dem Internet aufzubauen, wo wir dann unsere eigene Kryptowährung, die Capricorns, auch umwandeln kann in Bitcoins, in Ethereum, in Dash und so weiter, wenn ich das auch nutzen möchte. Wir wollen uns hier nicht abschotten von den anderen Währungen und die Möglichkeiten, die dahinter stehen. Dann sind wir dran, jetzt gerade eine Academy aufzubauen. Denn was macht oder wann macht ein Unternehmen richtig Spaß mitzumachen, wenn ich genau weiß, worum es geht? Ich muss wissen, wie das funktioniert. Was ist der Hintergrund? Wie verkaufe ich diese einzelnen Produkte? Was sind die Hauptargumente? Und so weiter. Also erst dann macht es richtig Spaß, wenn ich eigentlich weiß, wie das anzubieten ist. Und darum haben wir auch entsprechend gute Produkte. Wir haben dieses iGold, Ideal Gold, wo wir dieses goldhinterlegte Konto haben. Wir haben die Verbindung zu Goldguard, wo wir nicht nur die Goldhinterlegung organisieren für 1 Gramm, aber auch Business machen können mit Firmen, die Crowdfunding machen wollen, die Letter of Credits machen wollen, die Banking Checks machen wollen. Das ist spannend. Dann haben wir das Konto mit 1895 direkt,
wo wir spezielle Bedingungen haben, die wir sonst nicht haben an einem Bankkonto. Dann haben wir YallaPay, das 2020 verwendet wird in Dubai für die Weltausstellung als Zahlungsmittel. Und dann, jetzt im November ungefähr, kommen dann die ersten Bankomaten heraus, diese Ideal ATMs, wo wir dann auch Kryptowährungen umwandeln können, direkt in Geld oder Geld direkt in Kryptowährung und das mit unserer Applikation CapiPay. Dann werden die Transaktionen natürlich in die Höhe schießen. Dann wird das Produkt oder die Währung auch verwendet für tägliche Transaktionen. So wird die Akzeptanz größer, und es gibt mehr Akzeptanzstellen, dann steigt auch der entsprechende Preis. Und da sind wir auch. Unser Netzwerk, also das Netzwerk von Visionary, jeder Einzelne hat auch hinter sich selbst ein Netzwerk, das wir nutzen können in diesen verschiedenen Bereichen. Und natürlich, wenn man viel gearbeitet hat, Geld verdient hat, hat man sich auch entsprechende Ferien verdient. Und das können wir in Zukunft bei Visionary Travel zu absolut besten Konditionen machen und umsetzen. Wollen wir ein Geschäft machen? Ich denke schon, oder? Ein gutes Geschäft, ja, erhält den Tag. Also, bei uns gibt es verschiedene Möglichkeiten einzusteigen bei Visionary. Und zwar haben wir da 5 verschiedene Pakete. Wir haben ein Bronzepaket für 97 €, ein Silberpaket für 297 €, ein Goldpaket für 897 €, ein Platinum-Paket für 1997 € und ein Visionary-Paket für 5.997 €. Und was ist jetzt der große Unterschied? Natürlich der Preis, aber die Anzahl Slots. Die Anzahl Slots, das bedeutet, je höher die Mitgliedschaft, desto mehr sogenannte Mining-Slots bekomme ich. Und diese Mining-Slots sind nichts anderes als eine höhere Anzahl von Capital Coins, die ich minen kann. Das bedeutet, ich kriege natürlich weniger Coins, die ich meine mit dem Bronze-Paket, als wenn ich das mit dem Visionary-Paket mache. Aber ich kriege ab Gold, da ist das Gold etwas erhöht, da fängt das Business erst richtig an. Diese 2 Pakete, die haben wir ins Leben gerufen, weil es natürlich Länder gibt, natürlich wie Afrika oder in Asien, die natürlich mit 97 € schon irgendwie, es gibt Länder, wo man 300 € im Monat verdient, dann ist das ein Drittel schon vom Monatslohn. Dann für die ist das schon sehr teuer. Aber um auch denen eine Möglichkeit zu geben, einzusteigen und sich aufzuarbeiten nach Gold, das kann man machen, und dann das richtige Business zu machen, wo wir alle Kommissionen verdienen können, die hier zum Teil nicht angeboten werden. Und ab Gold kann ich alles machen. Das heißt, ich kann alles, was wir vorher angeguckt haben, entsprechend mich entweder spezialisieren auf etwas, was mir gefällt, oder das ganze Paket machen. Also es zwingt euch niemand bei Visionary, wenn ihr sagt, hey, ich will nur CapiPay machen, das finde ich toll, ich habe ein riesen Beziehungsnetzwerk zu Restaurants, zu Hotels, zu Händlern und so weiter, um nur das zu machen. Menschen an das System anzuschließen und nur Cashback zu verdienen, das könnt ihr machen. Ihr könnt aber auch im Netzwerk arbeiten und sagen, hey, ich kenne viele Leute, die würden das gut, die würden auch Miner werden, die würden auch gerne in einer Blockchain mitmachen und möchten auch sich entsprechend Coins zulegen. Oder ich kenne Leute, die wollen zwar nicht Network Marketing machen, aber die würden sich gerne eine entsprechend interessante Coin zulegen und sich zum Beispiel OneGram kaufen. Oder ich kenne Leute, die würden gerne ihr Konto sicherstellen, ihr Geld sicherstellen und würden gerne ein Ideal Gold Account sich zulegen und ihr Erspartes da drauf tun. Also viele Möglichkeiten haben wir bei Visionary eben Geld zu verdienen, weil hinter jeder Aktivität steht auch die Möglichkeit, Provisionen, Kommissionen zu verdienen. Dann haben wir die Möglichkeit, wie gesagt, OneGram, diese 3 Pakete zu kaufen. Wir haben hier 3 Möglichkeiten. Das heißt, ich habe eine Möglichkeit hier für 388 €. Also sieht auch, die Hürden sind nicht sehr groß, um einen Einstieg zu finden. Dann haben wir das mittlere Paket für 2.888 € und dann haben wir ein Paket für 8.888
888 €. Und einfach mal zum Zeigen, hier bei dem kleinen Paket haben wir ein 1-Gram-Coin, dann haben wir ein Goldzertifikat, eine Aktie pro Firma. Und das bedeutet, dass wenn wir es anbieten und verkaufen, haben wir immer 10% mehr oder weniger an den Produkten, die wir verkaufen. Entsprechend höher ist dieses kleine mittlere Paket, da habe ich 8 1-Gram-Coins, 8 Zertifikate, 8 Aktien und entsprechende Kommissionen. Und da oben mit dem großen Paket habe ich dann entsprechend 25 1-Gram-Coins und 25 Aktien von jeder Firma. Und jetzt kommt der Hammer. Jetzt haben wir, weil wir eine sogenannte ICO machen, eine sogenannte Initial Coin Offering, und wir jetzt starten mit dieser ganzen Geschichte, gibt es bis zum 31.12. von dem mittleren und vom größeren Paket dreimal so viele Coins. Das ist einfach, um das Ganze richtig anzuschieben, um das richtig ins Rollen zu bringen, ist jetzt einfach bis Ende Dezember dieses Angebot steht. Und das ist eine wunderbare Geschichte. Auch für alle Visionary Partners, die dabei sind, haben die Möglichkeit, das entsprechend anzubieten jetzt und haben die Möglichkeit, neue Partner so zu gewinnen. Wer 1-Gram kauft, ist vielleicht nicht, wer über 1-Gram einsteigt, der kriegt kostenlos ein Bronzepaket. Das bedeutet, viele, die 1-Gram kaufen, einfach so vielleicht gar nicht unbedingt Network-Marketing-Leute sind. Die wollen sich einfach einen interessanten Coin kaufen. Das Problem ist, Leute wie Giuseppe, du bist ja auch eingestiegen und wolltest kein Network machen. Was ist dir passiert? Ja, das ist richtig Networking geworden. Ja. Warum? Ja, weil es Spaß macht. Aber wie ist das passiert? Ja, weil ein Kollege muss man das halt erzählen. Es ist so eine gute Sache, muss man einem Kollegen erzählen. Genau. Er hat angefangen, natürlich am Abend, wahrscheinlich in der Bar und so, dann kommt man ins Gespräch und erzählt ihm, ich habe da so Coins gekauft. Und so, was ist das denn interessant und so. Dann erzählt man ein bisschen. Und so hat er angefangen. Er hat nämlich angefangen und hat gesagt, ich will die Coins, aber ich will kein Networking machen. Und auf einmal, durch das Gespräch mit Leuten, ist er ins Rollen gekommen mit seiner Gruppe. Wie viele Leute hast du heute? Circa 600, 620. Also, das ist ein wunderbares Beispiel, dass es funktioniert. Wie viel? Ich mag ihn nicht mehr zählen. Mach nicht mehr zählen. Also, eins kommt zum anderen. Das ist ja das Spannende bei Visionary. Also, jedes verkaufte Paket unterstützt 1-Gram und Capricorn gleichzeitig. Und das Unternehmen Visionary. Wie kann man jetzt aktiv werden? Visionary, wie gesagt, ist eine Network-Marketing-Firma mit einem globalen Netzwerk und hier unterstützen wir das Netzwerk von Miners. Members werden auch Miners in den meisten Fällen, die über Capricorn reinkommen, weil wir brauchen die Miners, um das Netzwerk schneller zu machen, um den Coin ins Leben zu rufen, um auch eine Truppe von Leuten zu haben, die auch die Geschichte weitererzählen, wie das Giuseppe erfolgreich gemacht hat. Dann haben wir unser Capricorn mit zwei Möglichkeiten. Wir haben links haben wir das Mining, rechts haben wir unser Zahlungssystem. Das bedeutet, wir können über das Mining können wir die Coins aufbewahren und die mit Profit wieder an der Börse verkaufen. Ich kann die entweder auch später bei Bitpeer eintauschen in andere Coins. Ich kann mir Dash kaufen, ich kann mir Monero kaufen, ich kann mir Bitcoins kaufen, wenn ich will, diese umtauschen und da ein bisschen mit Kryptowährungen generell handeln. Ich kann die aber auch Langzeit aufbewahren auf CapriPay. Dieses System ist an der Blockchain angeschlossen und ist im Verifizierungsprozess, und dafür, dass man seine Coins Langzeit aufbewahrt, gibt es hier eine Art Zins. Das entspricht etwa so 3–4% pro Jahr, wenn man sich hier aufbewahrt. Auf der Bank kriegt man ja nichts heute. Oder? Dann kann ich hier bei CapriPay, wenn ich will, wie ich das vorher gesagt habe, kann ich Händler aufbauen, die ans Netz anschließen, und diese Händler werden nochmals Kunden ans Netz anschließen. Und in beiden Fällen verdient ihr mit an diesem Cashback. Ich kann aber auch Kunden anschließen an das System, und diese Kunden, wenn sie einkaufen werden, verdienen ihr auch einen Teil an dem Cashback.
Das bedeutet Cashback. Das ist nicht normal, das System manchmal. So, Cashback ist also eine ganz spannende Angelegenheit, wo jeder hier im Raum eine Möglichkeit hat, alleine mit dem ein entsprechendes Einkommen zu verdienen. 1 Gram ist, wie gesagt, der erste goldhinterlegte Coin. Den können wir uns selbst zulegen, aber wir können auch Empfehlungen machen für Leute, die sich heute für Kryptowährungen generell interessieren. Ich merke es jetzt immer wieder auf Facebook, ich publiziere das regelmäßig auf Facebook und komme jetzt doch einige Leute, die jetzt anfragen, ohne dass ich jetzt ihnen das aufdränge, das klingt interessant, was kann man damit machen, da kriege ich so Messages und so weiter. Und das interessiert den Leuten. Und wenn sie interessiert sind, dann können sie bei uns eben auch mitmachen und sich so diese Coins zulegen und mit uns zusammenarbeiten. 1 Mio Gold, hier habe ich mein Goldkonto, mein goldhinterlegtes Konto und meine Kreditkarte, die ich dann das entsprechend ausgeben kann. Das, meine Damen und Herren, da könnt ihr mitmachen. Das sind verschiedene Aktivitäten, die dahinter stehen und die wir eins davon entweder aussuchen oder alles zusammen machen oder mit der Zeit einfach aufbauen. Ich fange irgendwo an, verdiene Geld, sehe, dass mein Einkommen stabil bleibt, was ich da produziere und hänge meinen Job an den Nagel und mache Vollzeit visionär. Das kann man machen. Wenn man will, wenn man Ziele hat, wenn man weiß, wohin man will im Leben. Wahrscheinlich seid ihr genau diese Leute, weil heute Abend seid ihr hierher gekommen, um euch etwas anzuhören, wo euch vielleicht etwas verändert im Leben. Wenn ihr das nicht suchen würdet, wärt ihr ja wahrscheinlich nicht hier. Denn lebe deinen Traum und starte heute. Wie viele Mal haben wir schon gedacht in unserem Leben, das will ich und das will ich und das will ich? Hat man mit den Freunden gesprochen und gesagt, ja, das erreichst du nie. Ist viel zu schwierig, braucht zu viel Geld. Kannst du nicht, du bist zu blöd für das. Ja? Und dann hat man uns gekappt. Und man hat dann irgendwann gedacht, ja, dann haben wir alle recht. Ich muss einfach 40 Jahre lang arbeiten bis zur Pension und das machen, was alle machen. Aber jeden Tag lest ihr in der Zeitung von Leuten, die was gemacht haben? Die Traum gelebt haben. Die haben etwas anderes gemacht. Die haben nämlich nicht auf alle anderen gehört. Manchmal hat man genau das Gegenteil gemacht, was alle anderen gesagt haben. Und was haben die gehabt? Erfolg. Manchmal muss man gegen den Strom schwimmen, nur dann findet man eine Quelle. Und wenn man etwas wirklich will, dann braucht man eine gute Gelegenheit. Ich denke, dass wir bis zu dem Teil jetzt ein bisschen sacken lassen müssen und 5 bis 10 Minuten Pause machen und dann reden wir über Geld verdienen. Danke vielmals. So, haben wir eure Witze wieder erholen? Wunderbar. Also, jetzt reden wir, wie Giuseppe richtig gesagt, nicht über Geld verdienen, sondern wie machen wir Geld, wie sie Amerikaner sagen. Wie machen wir Geld? Und zwar hat das mit unserem Vergütungsplan etwas zu tun. Wie vergütet Visionary euch, wenn ihr aktiv sind bei Visionary? Bei uns gibt es einen sogenannten Cash-Bonus zu verdienen. Für alle Produkte, die wir direkt an jemanden empfehlen und der sich sagt, jawohl, finde ich interessant, da will ich dabei sein, das kaufe ich. Ich kaufe zum Beispiel ein Visionary Member Paket oder ich kaufe ein 1 Gram Paket, dann werden die direkt mit 10% honoriert. Das kommt dann direkt auf euer Online-Konto und das könnt ihr dann entsprechend einsetzen. Einerseits zum zusätzlichen Coins meinen, andererseits könnt ihr das direkt auf euer Bankkonto ziehen, logischerweise. Dann gibt es ein sogenanntes Matching Bonus. Matching Bonus ist dann spannend, wenn ich eine Organisation aufbauen möchte. Das bedeutet, wir haben ein System, wo auf 2 Beinen steht. Ja? Es gibt sogar Organisationen, die haben so mehrere, die ich direkt bedienen kann. Bei uns sind es nur 2. 2 ist auch gut zu handeln. Ja? Wenn ich mehrere habe, ist es vielleicht für
der anfängt im Network Marketing vielleicht zu komplex, aber mit zwei kann ich immer gut arbeiten. Das heißt, ich habe ein linkes Bein und ich habe ein rechtes Bein. Und wenn jemand in meinem linken Bein, den ich empfohlen habe, arbeitet und der macht zum Beispiel, jetzt als Beispiel, der verdient jetzt mal 1000 Euro, dann hättet ihr an seinem Umsatz das Matching-Bonus 10%, hättet ihr 100 Euro an die Umsätze, die ihr gemacht habt, verdient. Es ist auch ein Bonus, den ihr bekommt, weil ihr ihn auch unterstützt habt. Ja? Weil wenn ich eine Organisation aufbaue, soll mein Ziel sein, diese Organisation zum Erfolg zu führen und denen helfe ich natürlich und dafür kriege ich natürlich diesen Matching-Bonus. Auf der rechten Seite ist es genau das Gleiche, nur habe ich auf der rechten Seite 5%. Das heißt, also wenn auf der rechten Seite jemand von mir 1000 Euro verdient, dann habe ich 50 Euro verdient an dem Umsatz von ihm. Ja, das ist der Matching-Bonus. Je größer die Organisation ist, wie zum Beispiel bei Giuseppe, ist natürlich bei 600 Leuten der Matching-Bonus, den jeder da verdient, eine sehr spannende und interessante Einkommensquelle. Ist das so? Ist so, ne? Dann haben wir den sogenannten binären Bonus. Da müssten jetzt 50 Euro stehen, statt 10%. Also der binäre Bonus ist ein sogenannter Bonus, der am Umsatz definiert. Ja. Das heißt also, wenn ich ein linkes Bein habe und ein rechtes Bein habe und mindestens 500 Punkte, also jedes Produkt hat Punkte, ein Gold-Paket zum Beispiel gibt 600 Punkte, das heißt also, wenn ich ein Gold hätte auf der linken Seite und ein Gold auf der rechten Seite, dann habe ich 600 und 600 Punkte. Das würde bedeuten, ich habe einen Step. Und für jeden Step bekomme ich 50 Euro. Das ist zwar gut, wenn ich einen Step habe, aber wenn jetzt die Organisation wächst und die Anzahl Punkte wachsen, links oder rechts, wird immer vom kürzeren Bein, also das, was weniger aktiv ist, werden die Steps gezählt und dann entsprechend mal 50 Euro multipliziert und das gibt entsprechend zusätzliches Einkommen. Sind Steps spannend, Giuseppe? Ja, und 300 in einem Tag machst du, ist sehr spannend. Ja. Giuseppe hat das schon gemacht, 300 Steps in einem Tag, mal 50 Euro. Oder bei dir, weil du schon aufgestiegen bist in der Hierarchie, gibt es dann 60 Euro, ist das dann natürlich ein wunderbares Zusatzeinkommen. Wir waren ja in Benidorm, und da haben wir Spaß gehabt, 4 Tage lang. Wie viele Steps hast du da ohne was zu tun gemacht? 193. 193 Steps. Also, wenn man natürlich diese 600 Leute, die Giuseppe aufgebaut hat, die sind nicht in einem Tag aufgebaut worden. Die sind auch mit Arbeit entstanden. Also es ist nicht so, dass wir sagen, dass das vollautomatisch läuft. Also man muss Energie reinstecken, man muss Motivation reinstecken, aber man muss auch wissen, wohin will ich? Wohin will ich mit Visionary? Warum mache ich das überhaupt? Und wenn ihr wirklich ein Ziel habt im Leben, dann kann ich euch sagen, kann Visionary diese Ziele erfüllen, die euch vielleicht verwehrt sind auf eurem eigenen Job. Ich möchte euch etwas zeigen. Und zwar ist das sogenannte Chart, das ist das sogenannte Max Out. Wann komme ich an die Verdienstgrenze von Visionary in Bezug auf diese Steps? Und ich möchte euch das einfache Beispiel von einem Visionary-Paket zeigen. Und zwar ist es die Kraft der Duplikation. Empfehle 2, links und rechts, und helfe denen, das Gleiche zu tun. Ja? Das ist im Prinzip eine ganz einfache Aufgabe, wenn man sich bedenkt. Hier haben wir die Wochen 1 bis 11. Und da schauen wir mal bei einem Visionary-Paket, einfach um es einfach zu machen, weil es der kürzeste Weg ist, um das zu erklären. Ja. In der ersten Woche habe ich 2 Personen empfohlen und helfe denen 2, noch was 2 zu empfehlen, sind dann 4. Das ist die zweite Woche. Helfe diesen 4 auch wieder 2 Personen zu empfehlen in das Netzwerk. Dann habe ich 8,
Diese 8 Empfehlungen werden zu 16. In der 4. Woche und der 5. Woche habe ich dann 32 Empfehlungen. Und in der 6. Woche habe ich durch die Anzahl Steps, die generiert worden sind, komme ich an die Grenze von 32.000 € in der Woche. In der Woche. Ja? Also, wo ich das erste Mal gehört habe, sagte ich, meinst du im Monat, oder? Nein, in der Woche. Ich bin selbst erstaunt gewesen, wie die Steps sich zusammenlegen. Logischerweise, wenn ich das jetzt mit einem Gold mache, müsste ich das 9 Wochen lang machen, diese Duplizierung, und hätte dann 512 Leute in der Downline, ja, so etwa wie Giuseppe. Und dann hast du dann etwa diese 32, in der 10. Woche, diese 32.000 € pro Woche. Jetzt der Sinn und Zweck dieses Charts ist nicht, um euch reich zu rechnen. Es geht darum, um euch die Möglichkeit aufzuzeigen, die man hat. Denn ich weiß nicht, vielleicht genügt euch auch 10.000 in der Woche, oder 5.000 in der Woche, oder 3.000 in der Woche. Wenn ihr 3.000 in der Woche anschaut, dann entsprechend weniger muss man tun. Aber, um aufzuzeigen, dass alleine mit dem Generieren von Steps ihr ein Einkommen euch generieren könnt, das wahrscheinlich viele von euch auf dem normalen Job nicht habt, und ihr tatsächlich an eure Wünsche, Träume, Hoffnungen und Ziele arbeiten könnt, das ist spannend. Und ihr seid ja nicht alleine. Jeder Mensch, jeder, der hier sitzt und zu Hause sitzt, hat Wünsche, Träume, Hoffnungen und Ziele. Ziele, die er sich mal ausgedacht hat, und dann bleibt es nicht. Ziele, die er sich mal ausgedacht hat und vielleicht uns ausgeredet worden sind und ihr heute die Möglichkeit habt, diese zu erreichen. Warum? Die sind vielleicht die Ziele. Mehr Zeit fürs Familienleben zu haben. Also ein wunderbares Ziel, wenn man das hat. Viele haben nämlich gar keine Zeit für die Familie, weil sie so eingebunden sind im Geschäft. Absicherung der finanziellen Zukunft ist ein wunderbares Ziel. Ich will meine Zukunft absichern. Hier was tun, um genügend Geld da zu haben. Es gibt viele Sachen, die noch kommen werden in unserem Leben, vielleicht die nächste Finanzkrise und, die uns schaden möchte, schaden wird. Das bedeutet, ich kann mit der Kryptowährung generell und mit unseren Hilfsmitteln Menschen helfen, ihr Geld abzusichern. Und unser eigenes auch noch dazu. Weil die Kryptowährung wird von der Finanzkrise nicht beeinflusst. Das sind die Finanzmärkte, unser Fiat-Geld wird beeinflusst. Die Kryptowährung wird nur positiv beeinflusst, weil die Leute sich dann flüchten in diese Sachen, die stabil sind. Das ist Gold und das ist Kryptowährung. Das ist Capricorn, das ist OneGram. Wohltätige Arbeit. Es gibt viele Menschen, die würden sehr gerne etwas Wohltätiges tun in ihrem Leben, anstatt mal lochen und für die Ziele des Chefs arbeiten. Aber das braucht auch ein finanzieller Rückhalt, wenn ich das machen möchte. Ich habe vielleicht materielle Wünsche. Materielle Wünsche, ich möchte eine schöne Wohnung haben, eine große Wohnung, ein großes Haus, eine Villa haben, ein Lamborghini fahren. Ja? Das sind alles wunderbare Wünsche, die man haben kann. Und sind auch keine schlechten. Ne? Wie gesagt, ja, Lamborghini fahren. Was willst du mit Lamborghini fahren? Hey, Lamborghini, da arbeiten sehr viele Leute mit Lamborghini und sind froh um jede Bestellung. Die haben alle einen Job da. Also, materielle Wünsche, die man haben kann man sich erfüllen. Frühzeitige Pensionierung. Wie viele Menschen träumen von einer frühzeitigen Pensionierung, um mit der Frau eine wunderbare Lebensreise zu machen um die Welt. Ja? Der Rest des Lebens nur noch reisen und in fremde Länder interessante Sachen sich angucken, um gemeinsam eine schöne Zeit zu haben. Jemand finanziell zu unterstützen, ein edles Ziel, das kann man machen, wenn man genügend Geld hat. Das muss man sich aber zuerst erreichen. Das kann man nur, viele Menschen reklamieren über Leute, die viel Geld haben, die Millionäre sind oder sogar Milliardäre. Aber viele Milliardäre geben sehr viel Geld von ihrem Geld an andere Leute. Also ich kann nur Leute unterstützen, wenn ich Geld habe. Ja? Sonst muss ich mich selbst unterstützen. Meistens sind wir Selbstunterstützer. Ja? Wir leben von Monat zu Monat und unterstützen uns selbst.
und das manchmal eher schlecht als recht, dich selbst oder jemand anderem eine besondere Freude zu machen. Ist auch ein schönes Ziel. Aber was kann man machen? Wie kann man machen, um das zu tun? Ich habe einen Weg, den ich heute vielleicht angeschlagen habe. Das ist der alte Trott. Ich muss einen neuen Weg einschlagen, um diese Ziele erreichen zu können. Und da bietet sich natürlich an, Visionary. Visionary ist nicht die einzige Angebote, die ich habe in einem Leben, aber es ist eines, das ihr jetzt habt. Und so eine Gelegenheit kommt meistens wie viel Mal im Leben an einem vorbei? Einmal, zweimal. Bitcoin haben wir alle verpasst, sonst würden wir nicht hier sitzen. Ne? Also diese Gelegenheit Bitcoin haben wir verpasst. Verpasst diese nicht und arbeitet mit uns zusammen an euren Zielen. Was braucht man, um die Visionen zu realisieren, die wir in unserem Leben haben, die Träume? Wenn ihr die Augen zumacht und euch mal vorstellt, wie euer Leben eigentlich, wie ihr es gerne haben würdet, wie es aussehen würde, dann sieht das Leben vielleicht anders aus, als das ihr jetzt habt. Was muss ich tun? Was braucht es, damit ich das erreichen kann? Einerseits ganz klar der Wille zur Veränderung. Ohne diesen Willen zur Veränderung passiert noch gar nichts. Ja? Das sind wie die Leute, die im Sportclub Ticket kaufen, für ein Jahr 3-mal gehen und dann nicht mehr. Ja? Da ist der Wille zur Veränderung nicht sehr weit hergeholt. Das heißt, ich muss es durchziehen. Wenn ich A sage, sollte ich auch bereit sein, B zu sagen. Eine gute Gelegenheit, die habt ihr heute bekommen. Diese gute Gelegenheit, Visionary. Das ist eine wunderbare Gelegenheit, um diese Ziele erreichen zu können, wenn man will. Motivation, Erfolg zu haben. Das ist der treibende Kraft, diese Motivation, die Energie, die ich aufbringen muss. Und wann bringe ich diese Motivation mit? Wenn ich sehe, dass ich die Gelegenheit, die ich in den Händen jetzt habe, dazu führen kann, dass ich wirklich meine Ziele erreichen kann. Dann habe ich Motivation, dann habe ich Energie und dann ist die Wille zur Veränderung erfüllt mit dem. Abwarten hat noch nie jemand zum Ziel geführt. Mit Abwarten machen wir das, was viele andere machen, nach 17 Uhr nach Hause kommen, duschen, Sofa, Bier, Fernseher. Ja, das machen wir 40 Jahre lang. Und träumen immer von den Wünschen, träumen, Hoffnungen und Zielen, die wir erreicht hätten können. Und haben es dann nicht gemacht. Warum? Weil man vielleicht die Gelegenheit nicht gehabt hat. Aber vor allem, weil man den Wille zur Veränderung nicht gehabt hat. In den meisten Fällen. Ja. Weil viele haben irgendwann im Leben mal eine Gelegenheit bekommen und haben sie dann nicht gemacht. Ob das wohl funktioniert? Ob das wohl funktioniert, liegt nicht an der Firma, sondern an einem selbst und an der Gruppe, mit der man etwas tut. Wenn man es nicht probiert, kann man nicht herausfinden, ob es funktioniert hat. Das sind diese Leute, die sagen, oh, du hast immer Glück im Leben. Ja? Und da frage ich, was ist eigentlich Glück? Glück, wenn ich einen Lottozettel ausfülle und am Wochenende merke, dass ich einen Sechser habe, aber vergessen habe, das Ding am Kiosk abzugeben, habe ich dann Glück? Nicht wirklich, oder? Glück habe ich erst dann, wenn ich an den Kiosk gehe, das Ding bezahle. Das heißt, Glück muss man auch auf den Weg bringen. Auch ein Lottogewinn. Meine Damen und Herren, heute habe ich versucht, euch diesen Schlüssel zur finanziellen Freiheit in die Hand zu geben. Ihr habt sie jetzt in euren Händen. Drehen müsst ihr selber. Und euch überlegen, ist Visionary etwas, was mir Spaß machen könnte? Ist Visionary etwas, was zukunftsorientiert ist? Sind die Leute, die da sind, Leute, mit denen ich zusammenarbeiten kann? Kann ich was lernen? Bin ich bereit, etwas zu lernen, was andere noch nicht können? Und habe ich Spaß daran, anderen Menschen zu helfen, ihre Finanzen zu sichern? Mit Kryptowährung und mit dem Angebot, was Visionary hat. Visionary eröffnet eine neue Ära. Mit Capricoin, mit OneBrand, mit dem gesamten Angebot.
Und ich freue mich auf eine zukünftige Zusammenarbeit für alle die, die sich entscheiden, mit uns den Weg zu gehen. Ich bedanke mich jetzt schon, dass ihr da gewesen seid. Und ich wünsche euch eine gute Heimfahrt. Passt auf. Danke vielmals.